Seid ihr bereit für den geheimnisvollen Duellanten bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution? Nach dem König der Duellanten ist vor Battle City, also je nachdem halt kann man sagen, nach dem Duell ist vorm Duell. Und mal gucken, was uns heute hier erwartet bei, ja, wir können es anhand der Silhouette, anhand des Schattens schon erkennen, wer eigentlich der Gegner ist. Die Frage ist bloß, warum? Trotz des Sieges über Pegasus beim Turnier im König der Duellanten bemerkte Yugi, dass der Geist Millenniums-Puzzle wegen ihrer ungewissen Zukunft besorgt war. Das Millenniums-Puzzle verbindet uns, Yugi, und ich spüre, dass das Schicksal mehr mit uns vorhat. Und wir sitzen im selben Boot, egal was passiert. Gut, ich wünschte, ich wüsste mehr, aber unsere Zukunft ist mir noch nicht immer unklar. Ich werde dir helfen, es herauszufinden. Später an diesem Tag stießen Yugi und Tee auf einen Wahrsager, der Yugi anbot, ihm seine Zukunft vorherzusagen. Yugi nahm die Gelegenheit wahr. Was machst du denn, Yugi? Der Wahrsager will mir irgendwie helfen, über das Schicksal Geist im Puzzle herauszufinden. Vielleicht, wer weiß, ich bin einfach mal naiv. Der Wahrsager bat um einen persönlichen Gegenstand, den er benutzen könnte, um die Zukunft vorherzusagen. Er deutete an, dass das Millenniums-Puzzle perfekt wäre. Widerwillig reichte Yugi es ihm, der sowieso nie getan, ganz ehrlich. Yugi wurde klar, dass es ein Trick war, also Wahrsagen mit dem Millenniums-Puzzle floh. Ja, genau in dem Moment, wenn so ein Typi etwas, das du ihm gegeben hast, was aber dir gehört, wenn er einfach damit abhaut, dann wird einem klar, oh, das muss ein Trick gewesen sein. Ja. Als Yugi den Dieb aufgespürt hat, entdeckte er, dass der Wahrsager niemand anderes war als Bandit Keith. Aber das Nehmen war anders. Etwas oder jemand sprach durch ihn. Was mit dir passiert? Ich bin nicht Bandit Keith, ich spreche nur durch ihn, seit er zu meinem Gedankensklaven geworden ist. Wer bist du? Und was willst du mit meinem Millenniums-Puzzle? Ich begehre die Macht und jetzt werden wir uns duellieren und aufhören zu quatschen. So. Ja, komm, auf zum Duell. Und die ganze Zeit so von wegen, ich krieg dein Puzzle. Nein, kriegst du nicht. Doch, ich will das Puzzle. Wir sind hier zum Duellieren, nicht zum Quatschen. So. Natürlich, um Yami zu befreien, weil jetzt spielen wir halt ohne ihn, aber ganz ehrlich, das spielt für uns sowieso keine Rolle. Weil ich spiele sowieso immer ohne Yami. Ich spiele immer alleine. Wird nicht besser, Freunde. Ach, der Drache, hey. Nein, nein. Nein, ich will keine Karte aktivieren. Puh. Die Sprengkugel, lange nicht mehr gesehen. Okay. Ich bin gespannt, ob Keiths Deck jetzt ein bisschen besser ist als im König der Duellanten. Die haben ja dort ja erklärt von wegen, ja, es ist halt so, er hat ja quasi 1:1 ein altes Deck. Und irgendwie, glaube ich, vom Mausoleum des Kaisers, das war, glaube ich, die Feldzauberkarte, mit der man ja, wenn man irgendwie ein paar Lebenspunkte bezahlt, ohne Tribut ein höherstufiges Monster rufen kann. Hat natürlich bei uns jetzt nicht gehabt, deswegen hat er Pech gehabt. Aber zu dem Zeitpunkt müsste Bandit Keith ja ein paar Stufe 4 Monster haben, gab sogar mystischer Jäger und so. Also müsste schon klappen. Eigentlich. So, dann hätte ich mal den verdeckt. Und das natürlich auch. War dann irgendwie als Fusionsmonster. Super. Ja, Bandit Keith, ist natürlich Pech für dich, dass wir nicht Ding spielen. Duel Links. Also dort, wo es eigentlich um diese Rush-Duelle geht, wo man nur 3 Felder hat und so. Weil der Hauptunterschied ist, abgesehen davon, dass man nur 3 Felder hat statt 5, ist natürlich derjenige, dass du ja zusätzlich... Auf gar kein weiteres Monster? Nicht die Karte, die wollte ich. Dass man abgesehen davon ja auch beliebig viele Normalbeschwörungen durchführen kann. Weil eigentlich kannst du pro Zug nur eine Normalbeschwörung durchführen. Außer es irgendwelche Karteneffekte das erlauben würden, dass du mehr könntest. Ist aber wie gesagt bei dieser Art von, also bei diesen Rush-Duellen ja anders. Eben, Rush im Sinne von, ja, warte mal, ich mache ohne.
Weil irgendwie der Sinn dahinter war, oder die Idee dahinter, ja, dann geht es ein bisschen schneller und so. Und denke mir, ja, kann man machen, aber willst du das auch? Ja. Ich denke, es ist ähnlich wie mit den Turbo-Duellen. Nur ist halt dort schade, die ganzen Turbo-Duelle, die es ja in Yu-Gi-Oh! 5Ds vor allem gab. Da war es halt einfach so, das Prinzip geil mit diesen Speed-Zauberkarten und so, aber eben, es gab es halt nur bei gewissen Videospielen. Nicht auch irgendwie im Real Life, mit den Tempozell-Marken, hast du nicht gesehen. Finde ich persönlich schade, wenn man auch anders machen können, aber ey. So, was ist eigentlich mit dem Viech jetzt? Was macht der überhaupt? Ah, okay. Nö, passt schon. Ja, lass mal Ruhe. So, dann zeig, was du kannst, Topf der Gier. Ernsthaft. Du hältst dich für so krass, wa? Gut, mach mal eine Tributbeschwörung. Fluch des Drachen! Greif ihn an und vernichte sein Monster. So, bin gespannt, was er jetzt macht. Viele kann er dann nicht mehr. Wenn, wie ich vermute, ein oder zwei davon schon irgendwelche, irgendwelche höherstufigen Monster sind, nicht einmal, dann natürlich ein kleines Problem, jetzt versucht das so. Oh, ich ruf mal die mystische Elfe im Angriffsmodus. Oh nein, verdammt, ich habe den Modus verwechselt. Oh, ist das doof. Ah, gute Kraft trotzdem an. Ah, ich hoffe nur, bei einer Kiff schnallt es nicht und greift trotzdem an. Das wäre jetzt ganz doof wäre das. Komm, greif an, du Drecksack. Tut nicht mal, krass. Was ist das für ein Teil? Ah, der Elfenlandspiegel, okay. Und Rumstehen ganz cool sein. So, dann rufe ich mal den Beauftragten der Dämonen. Oder Erzunterweltler, Totenschädel oder wie auch immer die Karte, ich glaube, ab GX oder so heißt. Oder auch heißen könnte. Weil es dort ja auch eine Effektvariante von diesem Viech gibt. So. Antike Regeln, ja, vielen Dank dafür. Das war jetzt gerade ein bisschen doof von mir, weil ich ihn jetzt bereits gerufen habe. Aber egal, sprach mir auf einen schwarzen Magier oder so. Tja, Keith hat's immer noch nicht drauf, leider. Ich meine, er könnte so geile Kombis mit seinen Maschinenmonstern spielen. Aber nee, er ist einfach ein Penner. War viel zu schwach, so. Wir brauchen gar nicht mehr spielen, Freunde, ist alles fertig. So. Gewonnen! Was während Yugi gegen Bände Keith kämpfte, fand der böse Bakura den Weg zu einem Duell, in dem er mit Hilfe seines Millenniumsrings der Energie des Millenniums-Puzzles folgte. Faszinierend. Anscheinend stecken die Schattenmagie-Energien, die ich wahrnehme, in Yugis Gegner. Bände Keith ist nur eine Marionette unter Kontrolle eines bösen Meisters. Nun, das Marionettentheater ist vorbei, denn ich allein werde das Millenniums-Puzzle besitzen. Mein Ring durchtrennt die Fäden, die diesen Mann binden, befreie seinen Geist im Reich des Schatten. Ohne dass Bakura zu sehen war, wurde Bände Keith aus der Gedankenkontrolle befreit, sodass der Beherrscher von Bände Keith sich fragt, was passiert war. Was ist passiert? Ja, plötzlich weiß, wer sie ist, super. Mein Millenniums-Zauber über Keith wurde gebrochen. Aber wie? Nur die Macht eines anderen Millenniums-Gegenstands kann eine so starke Verbindung trennen. Hä? Wo bin ich? Du bist hier. Da, mechanischer Jäger, da hätten wir ihn. Stufe 4 Monster mit 1850 Punkten, glaube ich. Battle City beginnt. Oh, jetzt wird's spannend. Yugi war beunruhigt, dass es nun einen unbekannten Feind gab, der versuchte, sein Millenniums-Puzzle zu stehlen. Er fühlte sich unvorbereitet. Er wusste nicht genug über das Puzzle, um zu verstehen, welchen Gefahren er jetzt ausgesetzt sein würde. Hey, wie geht's dir, Yugi? Nicht so toll. Ich brauche deine Hilfe und das gilt auch für den Geist des Millenniums-Puzzles. Wer auch immer das Puzzle gestohlen hat, schien viel über seine Vergangenheit zu wissen. Das erinnert den Geist daran, wie wenig er selbst darüber weiß. Wenn er Zeit mit dir verbringt, wird ihm das vielleicht einiges klar werden. Hä?
Sicher, wie genau soll ich das machen? Fragen wir gerade auch. Du hast auch immer gute Ratschläge beraten. Sprich einfach mit ihm. Bziu. Der Geist und Tier verbrachen den Tag zusammen. Sie gingen ins Domino-Museum, das gerade eine ägyptische Ausstellung eröffnet hatte. Sie sahen eine antike Steingravur, die den Kampf zwischen einem Zauberer und einem Pharao darstellte. Der Pharao hatte eine frappierende Ähnlichkeit mit Yugi, wenn der Zauberer genauso aussah wie Kaiba. Als sie ehrfürchtig vor ihrer Entdeckung standen, kam eine geheimnisvolle Frau auf sie zu, um sie zu begrüßen. Mein Pharao, ich habe dich erwartet. Hä? Wer bist du? Ich bin Ishizu von der ägyptischen historischen Gesellschaft. Ich habe mit der Magie meiner Millenniumskette viele Geheimnisse über dich und diese antiken Gravuren aufgedeckt. Noch ein Millenniumsgegenstand! Wieder ein Millenniums-Puzzle verleiht mir diese Kette gewisse Kräfte. Damit habe ich 5000 Jahre in die Vergangenheit geblickt. Eine Zeit, in der böse Zauberer drohten, die ganze Welt zu zerstören. Es gab jedoch einen König, der eine Magie besaß, die stark genug war, um diese böse Bedrohung aufzuhalten. Der Pharao, der die Welt gerettet hat, warst du. Und jetzt ist es an der Zeit, dass du die Menschheit noch einmal rettest. Die Menschheit retten? Wovor? Woher weißt du, dass die Welt wieder in Gefahr läuft, zerstört zu werden? Eine Kette zeigt mir auch Visionen für die Zukunft. Mein Pharao, die Ereignisse der Vergangenheit werden sich noch einmal wiederholen und das gleiche große Übel wird zurückkehren, um uns zu bedrohen. Wie werde ich dieses Übel erkennen? Ich weiß, dass ein Gedächtnis verblasst ist und dass du viele Antworten suchst. Ich weiß auch, dass ein Duel-Monster-Turnier ansteht. Wenn du es gewinnst, wirst du deine Antworten finden. Ja, gut, ja. Das Turnier, von dem Ishizu sprach, war Seto Kaibas Battle City Turnier. Joey und Yugi wurden beide zur Teilnahme eingeladen. Das war manchmal ein bisschen anders, aber okay. Alle Teilnehmer erhielten eine besonders durchsichtige Karte, eine sogenannte Puzzle-Karte. So, wir brauchen einfach mehrere. Aha, so. Sorry, wir sind zu weit. Joey verlor seinen rotäugigen schwarzen Drachen einen Raritätenjäger namens Seeker. Namens Sucher. Okay. In der Hoffnung, seine Karte zurückzugewinnen, forderte Joey ihn zu einer Revanche heraus. Du hast meinen rotäugigen, ich will ihn zurück. Höchste Zeit für ein Duell. Ich habe keine Lust, mich mit dir zu duellieren. Joey, was ist hier los? Yugimoto. Den Gegenstand, den mein Meister haben möchte. Mein Meister, genau. Dieser Typ will mir eine Revanche, damit ich meinen rotäugigen zurückgewinnen kann. Ich habe schon gesagt, ich habe keinen Bock drauf. Also ja, meine Freude, den Champion des Königs Duellanten zu jagen, um seinen dunklen Magier zu erbeuten. Okay, Raritätenjäger, akzeptieren eine Herausforderung. Zeit für ein Duell. So und nicht anders. Was? Die Phantomritter des verfluchten Speers. Muss ich mal aufpassen, wenn ich so eine schwarze Karte sehe. Weil rein vom Anime her bin ich noch ein bisschen zu sehr bei 5Ds drin. Das war der letzte Anime, Yu-Gi-Oh! Anime, den ich komplett geguckt habe. Und mit Begeisterung vor allem. Und dort waren die schwarzen Monster, das waren ja, wenn man so will, halt dunkle Xyz-Monster. Das war ein bisschen was anderes, oder finstere Xyz-Monster. Ich habe es leider nie richtig ins, ja, Duel-Monsters-Deck geschafft. Finde ich eigentlich ein bisschen schade. Tja, was macht man da? Die Karte kann theoretisch schon mal nicht schaden. Das hat die auch mal noch verdeckt. Der schwarze Magie ist ja ein bisschen unpassend. Noch ein verdecktes Monster. So, das war's. Ich überlege gerade, wie hieß der im Anime schon wieder, der Typ? Der hieß nicht Sieger oder Sucher, der hatte... Soweit ich mich erinnere, immer nur Raritätenjäger genannt. Das war ein bisschen verwirrend. Okay, warte mal. Warum spielt er denn im Angriffsmodus? Das Sinn eigentlich nicht. Ah, Yugi bereits ein neues Deck, cool. Ich rufe Beta, den Magnetkrieger. Die Erklärung, ey. Alpha, Beta und Gamma verschmelzen bilden so ein sehr starkes Monster. Nur Pech, dass man den Effekt nur durch das Fusionsmonster quasi. Das ist kein richtiges Fusionsmonster, aber es ist halt so ein Kombi-Monster. Du kannst auch irgendwie durch Alpha, Beta und Gamma irgendwie herbeiführen. Das finde ich hier ein bisschen schade. Weil sonst wären die drei eigentlich noch coole Monster für so ein Deck, aber eben, wenn du halt quasi 4 Monster brauchst und keinen von denen kannst du durch ein anderes herbeirufen und so, ist natürlich kacke. So. Wilder Kobold, Angriffsmodus. Warum spielt
Der Raritätenjäger, den Golem im Angriffsmodus, macht keinen Sinn. Und wir wissen vom Anime her ja, dass er ein Exodia-Deck hat, deswegen würde ich ihn lieber schnellstens platt machen. Ich glaube, echt im Anime hatte der gar nie einen Namen. Der war einfach nur Raritätenjäger. Da hatte doch, ich glaube, er hatte einen, aber wurde, ich glaube, nie so genannt. So. Licht der Vermittlung. Und Lichtschwerter. In Kombi, ganz praktisch. Steinstatue, okay, komm. Hab schon gesagt, ich muss hier ein bisschen gucken, dass hier vorwärts geht. Und ich rufe den schwarzen Magier. Apropos schwarzer Magier, was haben wir eigentlich noch? Ah, Chimera, die fliegende Bestie, ja gut. Das ist zumindest noch einen interessanten Effekt. So, weg mit der Steinstatue. Dankeschön, schwarzer Magier. Tja, Raritätenjäger, hä? Was machst du nun? Was willst du tun? Oh. Stell doch mal vor, das wäre so im Anime gelaufen. Ja, wäre jetzt der Anime vorbei, quasi die Geschichte. Yugi hat seinen schwarzen Magier verloren, vermutlich hat es ein Millenniums Puzzle verloren, weil es ja auch ein Schattenduell war. Eigentlich, beziehungsweise wurde er kontrolliert. Ich glaube, er wurde gar nicht kontrolliert, war von Marik. Egal. Alter Schwede. Die Fluchkönig Siegfried, WTF. Alten Namen, ey. Die waren früher zu alten Zeiten noch so erfinderisch und so schön. Oh, Kettenstörung, also Kettenzerstörung. Die Karte wäre eigentlich geil. Also für so ein Exude-Deck. Okay, das würde theoretisch passen. Läuft alles noch gut. So, dann erst einmal machen wir mal leichte Vermittlung. Na gut, jetzt reißt mir langsam. Alter! Spiel doch gleich Exodia, ganz ehrlich. Nee, dafür ist Ding. Jetzt! Jetzt spiele ich sie. Kettenzerstörung. Yes, man! Da kann Exodia nicht mehr rufen. Gut, theoretisch könnte er schon, falls er die passenden Karten hat. Natürlich wäre man deswegen der Kopf eigentlich lieber gewesen, der Exodia, aber man kann nicht alles haben. So. Freunde hätte gerne mal langsam ein Monster. Ich meine, klar, er hat schwache Monster, das wird eine Weile dauern, bis er mich auf 0 bringt, aber er wird es irgendwann schaffen. Ach du Scheiße, wir hatten das Deck gemischt, hey, alter Schwede. Freunde,
Wir gucken in der nächsten Folge, wie es weitergeht hier im Duell gegen den Raritätenjäger. Also quasi gegen sein Exodio-Deck, was wir eigentlich schon mal gut genervt haben. Solange er nicht die passende Fallenkarte hat. Eine Kombi spielt man oftmals bei Exodio-Decks. Da hat man früher halt so die eine Goblin-Fallenkarte gespielt. Die ist glaube ich sogar in die Goblin. Also da ging es irgendwie darum, dass man bis zu 2 normale Monster vom Friedhof zurück auf die Hand nehmen konnte. Demzufolge war es natürlich unter Umständen wichtig, wenn man Exodia-Karten verwerfen musste, dass man sie so zurückholen konnte zur passenden Gelegenheit. Ja, wir haben ein anderes Problem. Ich muss irgendwie gucken, wie zum Henker ich hier überlebe und endlich mal ein Monster ziehe, weil ist klar, jedes unserer Monster wäre stärker als seine. Außer natürlich ruft es irgendwie alle 5 Exodia-Teile einzeln. Ne, geht ja gar nicht. Zumindest theoretisch nicht. Bis dahin, bye bye.